So, bevor jetzt die Folge gleich losgeht, du Kani, du hast doch vor kurzem gesagt, dass du im Cineplex und für Spielberg die ganzen Stühle durchgespitzt hast, oder? Ja, ich war in der Herr der Ringe-Nacht und vor 12 Stunden sitzen ist das ganze Arschwasser so zusammengelaufen, dass bis ins Grundwasser gesickert ist und jetzt haben sie das Kino renovieren müssen. Alle Stühle ausreißen, weißt du schon? Boah, scheiße. Was machen sie jetzt mit den alten Stühle? Die verschenken's. Und die liebe Karin Glück hat uns geschrieben, dass sie die an unsere Fanboys und Girls auch abgeben daten, die mal einen Stuhl möchten, der nach keine Arschwasser riecht. Und wenn ihr zu den glücklichen Besitzer von grün, blau oder pinken Stühlen sein wollt, dann schreibt's eine Mail an die Karin Glück. Die Kontaktadresse und die Eckdaten des OGMIS, die findest bei uns in der Folgenbeschreibung. Und ja, recht viel länger halten wir euch gar nicht auf, weil jetzt geht's nämlich weiter mit unserer Schifffahrtsbeschreibung, oder Corby? Juhu, mein Fisch. Yay! Also dann, viel Glück beim Stühle abholen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und hier im virtuellen Studio, wie der Mike sagen hat, kichern schon wieder zwei Mädchen, wollte ich schon sagen, oder zwei Männer wie kleine Mädchen in der einen Ecke, das kleine Mädchen Kani. Hi Kani, na wie geht's? Hi! Und in der anderen Ecke kichert fröhlich vor sich der Mike. Hi Mike! Hallo zusammen. Man, du bist die ekligste Frauenstimme, die ich jemals gehört habe. Ja, deine ist recht viel besser gewesen, meinst du? Falle ist die besser gewesen. Jetzt Herz auf mit der Streiterei. Lass uns unsere Frauen sein. Dafür ist nicht die richtige Zeit. Wir sind heute hier, um über das Schiffers Filmfestival mal wieder zu sprechen. Es ist nämlich November 2022 und wir durften so halbert dabei sein, oder? Was sagt ihr dazu? Nicht ganz halbert. Wir haben ja gerade 3 Filme vor 8 gesehen. Ah, ja, stimmt. Wobei, ihr kennt ja zumindest nur einen Film davor. Also ihr kennt schon so mal glatt auf 4. Genau. Ja, ich kenne aber wirklich nur 3. Das wundert mich, dass du überhaupt die 3 kennst. Das heißt, wir waren leider nicht vor Ort. Leider, ja. Konstanz und durften die anderen Filme dadurch nicht sehen. Aber wir haben heute 3 Filme gesehen. Einmal ein Film über das Meer oder über einen Fisch. Und ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Einen Film, der, meiner Meinung nach eigentlich vor allem dann wirkt, wenn man was eingeworfen hat. Definitiv. Oder schlechten Fisch gegessen hat. Richtig. Und der letzte Film spielt in einer Kammer ab und hat mein Herz berührt, euers wahrscheinlich auch. Und Mike, du darfst auswählen, über welchen Film reden wir denn zuerst? Über Manfish. Manfish? Ja, geleck. Wahnsinn. Also mir ist der ja vorgekommen eigentlich so halb wie ein Dokumentarfilm. Du bist also Dokumentarfilm. Ist dir das schon mal passiert quasi? Mir passiert das fast jedes Wochenende. Oh Gott. Du bist praktisch wie der Typ von The Boys, oder? Du hast ständig was mit Tittenfische. Ekelhafter, du. Ja, aber Mike, warum hast du denn den Film ausgesucht? Was hast du ausgesucht? Also ich habe mir jetzt so die Notizen gemacht und das war die erste, die ich gesehen habe und mit dem fangen wir jetzt einfach ab. Ich habe das jetzt einfach willkürlich ausgewählt, weil da reden wir müssen über alles sehen und ich kann euch jetzt einfach einmal erzählen, um was das in Manfish gegangen hat. Ha, soll ich das da? Sag. Ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Kani, was meinst du? Ja, Falle, tu nur gerade. Der Einzelgänger Terry. Du liest doch jetzt die Beschreibung vor vom Schiffers. Überhaupt nicht. Jetzt lass mich überhaupt nicht weiterreden. Jetzt lass mich wieder mal irgendwas verzeihen. Ja, aber nicht, wenn du vorliest. Wenn du was merkst, dann meidest du dich gefälligst. Da ist da der unterdrückte Einzelgänger, Terry, gell? Ja, siehst du, das habe ich unterdrückt gesagt. Ja, genau. Schreib ab, aber pass auf, dass die gleich ausschaut. Der gut aussehende Der gut aussehende Einzelgänger Terry lebt mit seiner Frau in so einem Küstenstädtchen in Island. Der Herr, wie gesagt, Einzelgänger versucht sie mit ein paar so Gelegenheitsjobs ein bisschen über Wasser zu halten. Das war in Island. Ich wollte gerade sagen, was tut der denn in Island?
Ach ja, weil das Island heißt doch nicht Island. Das heißt Kennedy Island. Ja, genau. Nicht Island. Island heißt das. Kennen wir Island, ja genau. Frage der Corby. Das ist willkommen bei Viva la Movilusion, dem geografischen Podcast. Und ich glaube, bis jetzt Leute, die bei dem Filmfestival dabei waren, denken sie, what the fuck? Was ist das hier eigentlich? Jetzt passt du auf. Auf jeden Fall findet der eines Tages ein Wesen, das ganz seltsam ausschaut und aus dem Wasser kommt und nimmt das Wesen mit nach Hause und freundet sich dann mit diesem Fischwesen an und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und diese Liebe zwischen diesen beiden Herren, die sie da entwickelt, wird aber nicht von allen quasi toleriert. Und so entspinnt sich einiges an Tumult in diesem kleinen Küstenstädtchen. Geile Beschreibung. Das ist also eigentlich ein romantischer Film, so wie du das beschreibst. Es ist ja einer. Es ist Brokeback, Shape of Water. Genau. Das ist auch die Elfi Army. Ja. Also nicht, dass du jetzt meinst, das Fischwesen hat irgendwas mit Lovecraft oder so zum tun, ja, weil man sagt, hey, ja, Wesen aus dem Wasser und so, die Innsmouth-Bürger und so. Nein, es schaut eher aus, wie wenn die Brandls einen neuen Film gemacht haben. Da haben die Kostüme teilweise schon besser ausgeschaut wie in Manfish, muss ich leider sagen. Ja, das Kostüm war nicht so berauschend. Ich finde, der Corby, glaube ich, du hast es auf Letterboxd stehen, bestimmt, der schaut aus wie die Aliens aus Scary Movie 3, oder? Ja, voll geil. Und das passt, ist auch sehr treffend. Ja. Stimmt. Also kostümtechnisch gewinnt der Film auf alle Fälle nicht viel. Ja, außer viel Liebe, das schon. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man dazu sagt, dass der Terry unterdrückt ist, weil, so wie du das sagst, der ist jetzt nicht am Strand spazieren gegangen und hat dann das Wesen gefunden und hat sich gedacht, ist ja hier, nehme ich mit. Nein, er ist da hingefahren, weil er eben so unterdrückt ist von seiner Frau, dass er sie eigentlich umbringen wollte. Mhm. Ja, genau. Mike kennt das, ja. Der Mike fährt ständig auf Halbfinger am Reißiger Bochen und überlegt, ob er ins Wasser geht. Bis er merkt, dass er in der Gruppe zu den Knie hingeht, dann lässt es wieder bleiben. Ich habe jetzt gedacht, da steht davor und denkt dann, heute nicht. Heute nicht. Nein, Reißiger Boch kannst du nicht umbringen, da bin ich schon mit dem Rall eingefallen, da fällt nichts. Da rintelst der Hexens Kinn auf und sonst nichts. Ja, das ist sauber. Aber das war ein guter Boch. Habt ihr jetzt über den Film was Positives zum Song? Ich fand diesen englischen, trockenen, britischen, bösen Humor einfach mal wieder geil. Und ich habe mir auch gedacht, der eine Typ mit dem Bart, ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ich den angeschaut habe, jetzt Kim, wie alt wird der sein? Der ist doch wahrscheinlich auch erst 30 oder so. Und versucht jetzt da umzukommen wie ein 60- oder 70-Jähriger. Habe ich voll geil gefunden. Terry Salt. Ja. Also ich habe es super gefunden. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz durchgestiegen, was jetzt sie die ganze Zeit für ein Problem mit dem Terry gehabt hat, also seine Frau, weil der war ja eigentlich echt nett und der hat ja dann da seine Muschelkastei gemacht und hat die ja dann da verkauft und war jetzt eigentlich eine Base. Habe ich nicht verstanden. Aber der Old Terry Salt Darsteller ist übrigens 66 geboren, also ist ein bisschen über 30. Echt jetzt? Da muss man sagen, die Wangenknochen, die hat er aber schon von einem 30-Jährigen. Schön hingeschminkt vielleicht, ja. Wenn du richtig schminkst und gut beleuchtest, dann schaut das auch gleich noch etwas aus. Da haben sie wahrscheinlich dann eher da das ganze Geld eingesteckt, um den zu schminken, als in den genau. halt Fisch, halt Mensch. Wer hat die ganze geschimpft und wer da voll die Allüren an den Tag gelegt haben, haben sie das ganze Budget für Kostüme haben sie in seine Schminke stecken müssen, damit er ausschaut wie 30. Ich muss ja leider sagen, bei mir sind halt leider der britische Humor überhaupt nicht. Ja, da bin ich auch auf Kriegsfuß meistens damit, weil ich hab mit dem Drecks Mr. Bean Scheißdreck schon nie was anfangen können. Ja. Ich kann mit den Monty Python Sachen so gut wie nichts anfangen. Ja, Little Britain. Oder Britain. Bei mir geht's mit Shaun of the Dead schon los. Das ist ja schon ein Film, wo ich nicht lachen kann. Ja, genau, den finde ich zwar okay, der ist ein bisschen, der schlängelt sich ein bisschen so durch. Da war von der Cornetto-Trilogie, war sowieso Hot Fuzz für mich das einzig Witzige. Oh, ja. Aber dann aber ansonsten, ich bin auch mit dem britischen Humor eigentlich voll auf Kriegsfuß. Ganz, ganz selten, dass der bei mir zündet und bei Manfish war man halt auch wieder weit weg davon, dass der zünden hat. Da schauen wir lieber einen Brandl an. In dem Fall schauen wir lieber das Moormonster vom Brandl an. Da muss ich mir auch lachen. Vor allem am zweiten, da haben wir sogar mitgespielt, gell? Das ist sowieso der beste Film aller Zeiten. Kleiner Hinweis, also wer uns in Action sehen möchte, schaut sich Moormonster 2 von die Brandl so. Da ist der Mike und Kani Schauspielkunst par excellence zu sehen.
Ich muss eigentlich absolut zustimmen. Also der Mark Coleman hat hier einen hervorragenden Film abgeliefert. Horror und Comedy trifft praktisch auf, wie soll ich mal sagen, auf eine Liebesgeschichte, die irgendwo zwischen Shape of Water und dem Moormonster aus Simbach, wie das zusammenpasst, es ist hervorragend, wirklich. Ich war begeistert, ich war richtig gut unterhalten. Okay. Und da kann man eigentlich nur sagen, geht's ja gleich weiter zum nächsten Film. Du hast auf Letterboxd 2 von 5 gegeben, du verlogene Sau. Ja, aber schau mal, 2 von 5 ist schon mal mehr, wie ihr hier gegeben habt. Ihr undankbaren Hammin. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die armen Leute da drin, die ziehen da so einen halb Fisch, halb Mensch groß und ihr sagt da, das ist schlecht. 2 von 5, Corby, 2 von 5. Der Letterboxd spricht gegen alles, was du gerade gesagt hast. Ja, gut. Aber hier mein Übergang. Strawberry Mansion war der nächste Film, den ich zumindest dann gesehen habe. Ja. Hier eine Inhaltsangabe abzugeben, ist sauschwer. Für mich ehrlich gesagt unmöglich. Also, wie schon gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, leck, hey, was werden die eingeschmissen haben, um auf die Story zu kommen? Ich habe die ganze Zeit dann gedacht, wer schneidet denn das? Und denkt sie dann so am Stück, boah, geil, das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, das ist schon ganz schön abgefuckt. Voll abgespaced. Am Anfang ist er ja sogar noch, in Anführungszeichen, ziemlich geerdet und da ist das Ganze noch nicht gar so abgetraut, aber ich sage mal ab Minute, weiß ich nicht, 35, 40 geht's ja wirklich ab durch die Decke. Geerdet? Geerdet. Es geht doch los mit diesem komischen Eimer mit die... geerdet. Mit Eimer mit die knusprigen Hähnerfürs. Ja. Ja, aber... Lecker, schmecker gut. Okay, cool. Da haben sie Michael Cotty noch in den Fresser. Was hat denn das für... Der Traum war ja wohl wirklich mehr als nachvollziehbar, oder? Ich traum das jede Nacht. Dass jemand kommt mit einem Eimer knusprige Hähnerfürs und eine Flaschen Cola. Okay, die Szene ist gekommen, der Mike hat sich gesetzt und hat sich gedacht, endlich, jetzt geht's los. Jetzt geht mein Schiffers Festival los. Dann haut die Frau wieder ein, weil es wieder in der Nacht an ihre Zehen lutscht. Macht dann wieder. Ja, dann wieder vermissen. Da haben wir vorher erst von einer Stunde gegessen. Man muss aber sagen, die Geschichte an sich ist ja schon mal an sich nicht verkehrt. Dass man sagt, okay, es sind Steuern auf Träume drauf und er kommt quasi zu der alten Dame, zu der Arabella, oder? Oder wie hat's geheißen? Bella auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob es Arabella ausgesprochen war. Die alte Dame. Die alte Dame. Und soll halt bei der quasi nachschauen, wo sie da an Steuern kassieren kann. Und während ihr durch ihre Träume durchforstet, kommt er da auf ganz, ganz verrückte Sachen, was die alte Dame da träumt und was er damit dann zum Tor hat. Wichtiges Detail ist natürlich, sie gibt ihm dann nur ein Eis zum Schlecken. Ja. Ein Schleckeis. Ganz selbst. Und ich glaube, ja, in dem Schleckeis, in dem Schleckeis, da waren nämlich dann die Drogen drin und deswegen hat er die ganzen Fantasien dann gehabt, richtig? Das kann sein. Das bleibt eine Interpretation. Also ich muss jetzt sagen, ich bin nicht irgendwann ausgestiegen. Also ich sage mal, ich kann das sogar hübsch sagen, ich habe dann auf die Uhr geschaut und dann waren es bei 52 Minuten und war dann schockiert, dass er nur so lang geht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt geht's dann wirklich los, dass ich einen Faden dermaßen verliere. Und das ist dann auch passiert. Also ich bin dann auch auf keinen grünen Zweig gekommen, auf wo es der Film dann eigentlich hinaus will. Ja, ist mir auch so gegangen, muss ich sagen. Also ist zwar, ich finde den visuell echt geil, der hat super geil ausgeschaut, das war ein Genie Beitel und er ist schön aufgenommen gewesen. Absolut. Sound, Score und so war auch ziemlich cool. Aber der Film, die ganze Handlung selber, die ist echt so abgespaced, dass ich irgendwann auch nicht mehr durchblickt habe, wo sie jetzt eigentlich von mir möchten. Und dann habe ich mir einmal die Inhaltsangabe ein bisschen durchgelesen. Und ich denkt, aha, da war ich niemals drauf gekommen. Also hier muss ich eigentlich absolut zustimmen. Der Ken Tucker Audley und der Albert Burney haben hier was Zeitgenössisches abgeliefert, wo man auch nur in Jahren drüber sprechen wird. Und spätestens ab der Sequenz, wo er dann dieser Admiral war und dann mit dem Schiff, mit den 2 Ratten, die als Matrosen verkleidet waren, auf den blauen Dämon trifft, da hab ich mir gedacht, jetzt hat er mich, jetzt geht's los. Und da war ich dann bei Minute 52 und da habe ich dann gesagt, jetzt bin ich raus. Das war so auf einer Ebene mit Herr der Ringe 3. Halt doch dein Maul jetzt! Jetzt schlage ich dich dann. Und dem ersten Black Panther. Und Zurück in die Zukunft. Auch kaum habe ich die. Ja. Geh weiter. Gottverdammter Kurven.
Du sollst Gott, verdammt, zurück in die Corby. Zukunft nicht im Kontext mit dem Film nennen, bitte. Ich bitte mir das aus. Na gut. Na gut. Hast du den überhaupt Also, gesehen, zurück in die Zukunft? So wie die hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. doch, hallo. Okay. Ja, Da kommen wo ist alle Hallo? Ratten vor. Du doch nicht, Oli- sonst war das selbstverständlich bei dir. Alle zwei, oder Corby? Alle zwei Teile hast du gesehen. Ich weiß, dass da 3 gibt. Im dritten sind sie im Wilden Westen. Und der Böse heißt Biff. So, jetzt habt ihr es davor. Wow, sehr gut. Du bist echt der Hundling. Ja, jedenfalls Strawberry Mansion hat mir dann ein bisschen lost zurückgelassen, weil ich mir dann gedacht habe, wie, das war's jetzt? Und also mir hat er nicht erst in der Minute 52 verloren, sondern immer und immer wieder. Und ich habe mir gedacht, ja, fix, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Ja, so ist mir auch die ganze Gang. Ich habe ja überhaupt nicht mehr auskennt, was eigentlich die ganze Milch von mir. Und ja, ich bin dann, glaube ich, auch irgendwann so bei einer Stunde oder so, da habe ich gesagt, alles klar, ich schmeiß das Handtuch, ich lese mir da noch durch, um was das geht, weil ich echt nicht mehr, ich komme nicht mehr mit. Kennst du den Beatles-Film Yellow Submarine? Nee. Leider nicht gesehen, ne? Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie von der Atmosphäre her an den erinnert gefühlt und habe mir dann gedacht, also es darf da passen. Wenn jetzt so irgendwie so Musik aus den 70er oder aus den 60er eben nur unterlegt sind und so ein bisschen in die Fantasiewelt eintauchen würde, ja, Falle, schmeißen wir nur ein bisschen was ein und dann geht's ab. Ja. Was ist denn mit lautes Einschmeißen? Nee, wir sind Schau dir Yellow Submarine an. Schau dir Yellow Submarine an und dann sagst, okay, Strawberry Mensch, das ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Aber ich muss wirklich sagen, ich muss ihm keine recht geben, die Optik am Anfang, ich habe mich direkt für Schock verliebt eigentlich, weil der losgegangen ist, habe mir gedacht, wow, schaut echt schön aus. Und dann Geil, Hühnchenschenkel. diese Rudimenten, Kruzifix, dann sage ich halt, nach der Traumsequenz hat auch alles so schön ausgeschaut. Bis er halt dann bei der Frau war und hin und her. Und dann diese rudimentäre Science-Fiction, dass du eigentlich sagst, das wirkt, der ganze Film wirkt eigentlich, wie wenn er, weiß ich nicht, in die 70er Jahre spielen hat oder in die 80er. Und dann hat er aber auch so diesen Helm, den er da aufhat und so, das wirkt alles so, zwar Science-Fiction, aber irgendwie so, ja, trotzdem zurückbliebene Science-Fiction. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich, liebenswert. Wie so ein Sci-Fi-Film aus den 70er. Ja. Der hat ja von der Bildqualität, also von der Optik her, hat das Beutel so ausgeschaut, das war das mit der Kamera aus den 80er aufgenommen, finde ich. Da habe ich mich immer stark an die 80er erinnert gefühlt. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach eine richtig tiefgründende Kritik an dem Steuersystem. Das kann da sein. Das kann da sein. Ja. Oder er erklärt uns, wie die ganzen Ämter in Japan funktionieren, so wie es Shin Godzilla gemacht hat, Corby. Was du dann so gut genau hast. Da hab ich jetzt für Strawberry Mansion noch nicht den passenden Blog-Eintrag gefunden. Ah, okay. Aber Du das bist kann ich ja dran, ne? nachholen. Das, ja, ich bin Passt. dran. So, und dann der dritte Film im Bunde, den wir sehen durften, war mein persönliches Highlight. Und da ich mir sicher bin, dass ihr zwei nichts damit anfangen habt kennen, red ich jetzt mal über The Antares Paradox. Ja, bitte Ein nicht drüber. Ja. spanischer Film vom Luis Tinoco, genauso spricht man aus. Eins zu eins. Ja. Und es ist ein Kammerspiel, wo die, wie nennt man das, wenn man in so einer Observatorium da drin arbeitet, dann ist man Observatorianerin. Observatorianer, genau. Genau. Ende. Die Dame, die dort arbeitet, hat Nachtschicht und ist da nur drin und wird dann auf einmal überrascht, da sie in so einer Station arbeitet, die Ausschau halten nach Aliens, und sie kriegt dann den Erstkontakt ab und möchte dann ihr Protokoll durchführen, ob sie praktisch sicher sein kann, dass dieses Signal wirklich ein Erstkontakt ist. Und dabei passiert dann nur Familiendrama, Feuer bricht aus, Gefühlsachterbahn. Also es klingt gerade ein bisschen lächerlicher, als ich den Film tatsächlich dann gefunden habe, weil ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie bei euch die Reihenfolge war. Bei mir war es Manfish, dann Strawberry Mansion und dann kommt der. Und da war der halt dann so extrem geerdet,
dass ich mir dann gedacht habe, okay, der wird mir jetzt eigentlich wirklich von Minute 1 bis Minute, weiß ich nicht, 94 oder so, keine Ahnung, mittragen und mich beschäftigen und genau so was. Ja, bei mir war es der erste, den ich gesehen habe von den 3. Ja, also wie du schon sagst, also Kammerspiel, aber mir hat das halt einfach nicht interessiert. Ich bin da bei die Geschichte hat mich nicht fesseln können, ob jetzt sie da lieber drin sitzen bleibt und schaut, ob sie die Verifizierung für diesen Erstkontakt hinkriegt oder ob es doch lieber zum Papa ausfährt, weil der gerade im Sterben liegt. Das war mir Jacke wie Hose, muss ich sagen. Sie hat zwar das super gespielt, die Dame hat das, wie heißt die, Andrea Treppert, ja. Die hat das echt saugut gespielt und durch das hat mir auch der Film halten können, dass ich sage, den schauen wir auf alle Fälle bis zum Schluss an. Aber ansonsten, wie gesagt, hat mir die Geschichte null abgeholt. Das war mir einfach vollkommen wurscht. Ist dir nicht wurscht. zum Schluss auch so gegangen, wo dann der Strom wieder ausgefallen ist und ich mir dann gedacht habe, so jetzt geh hier und betätig einfach den Schalter. Du kannst dann gleich wieder weitermachen. Geh einfach hin, schalt das Ding wieder an und dann bleibt die da sitzen. Und ich denke mir, fuck, geh jetzt hier. Und ich hab dann wirklich im Fernsehen geschrien, hab dann gesagt, das der wird's wohl nicht, was er steh auf und geh da hin. Nein, ich hab's nicht angeschrien. Okay. Wie gesagt, mir hat die Geschichte nicht mitnehmen können. Nein, wirklich nicht. Okay. Also ich fand schon spannend. Ich hab mir dann auch gedacht, wie viele Jahre werden vergehen, bis das irgendein US-amerikanischer Regisseur selber verfilmen möchte und dann... Michael Bay, bitte. Da steht am Schluss der Bumblebee hier drin. Nein, also ich hab das auch schon, ich hab das leider nicht nachvollziehen können, dass sie da drin bleibt. Seien wir nicht besser. Da stirbt der Fahrer, der Mensch, der dich aufzieht, der Mensch, der dich gemacht hat, zum Teil zumindest. Und die Schwester kann nicht hin, weil die selber im Stau steckt und. Weißt du was? Und dann los ich den alten Motor allein verrecken. Weißt also, ich hab mir gesagt, alter Schwede, die Frau, na, unter aller Kanone. Okay. Was? Du als selbstständiger Schreiner verstehst doch das. Du darfst auch lieber die Küche fertig bauen, bevor du den Band fährst, oder? Hau doch ab. Niemals. Ja, aber warum? Genau darum ging's ja auch. Es ging ja immer wieder darum, dass er das ja eigentlich ja wollte, dass sie trotzdem. Weil Frauen sagen auch, du brauchst mir nichts zum Geburtstag schenken. Und wenn du dann nichts hast zum Geburtstag, dann ziehst du eine Haut ab bei lebendigem Leib und salzen die dann. Also, das sind so Sachen, das macht man einfach, weil es ihr so kehrt. Das ist so ein frauenfeindlicher Vollidiot, das ist echt Wahnsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nie gehört, dass eine Frau sowas sagt. Ja, weil du nie eine Freundin gehabt hast. Unterstellung. Ich habe schon... Nein, ich sage jetzt nichts. Beim Kani ist es dann eher so, als ja, so wie die Na gesagt hat, so kann man das doch nicht ernst nehmen. Ich kaufe nicht mal, wenn sie mir sagt, was sie sich wünscht, und dann kaufe ich nicht mal was. Stimmt. Sagst du, von der selber gut. Ja, genau. Also, du gehst arbeiten, Selbstbestimmung, Emanzipation, lass mich doch gerade in Ruhe mit dem Scheißtrick. Und gesagt geht worden. Ja, und vor allem dann möchte sie es ja verifizieren und dann, ich weiß nicht, wen es dann da angerufen hat, die haben mir das alle nicht geglaubt, dann hat es gesagt, ja, da tun wir jetzt gar nichts und hin und her. Sag ich, wisst ihr was, wenn es jetzt da das blöd seid, dass jetzt da einschreitet, dann bin ich da raus aus der Geschichte. Ich hätte schon lange alles hintergeschmissen, sagt's mir nicht. Die ist halt ehrgeizig gewesen. Ehrgeizig? Die hat das halt als wichtig empfunden. Wow. Ich hab gesagt, wenn du als Schreiner der Küche aufstellst, dann darfst du auch fertig anschließen, bevor du fortfährst. Ja, bevor ich fortfahre, aber das Einzige, was mir daheim erwartet, ist eine Leberkassemi und nicht, dass mir irgendjemand da umeinander liegt dann, wenn ich jetzt nicht bei Zeiten aber was ist das für ein Vergleich, wenn ihr seine Küche jetzt nicht zusammenbaut, dann kann er 5 Minuten immer noch hingehen und das zusammenbauen. Wenn sie aber ihr das Signal verliert, ist es weg. Ach so, ein Blödsinn, das kommt doch wieder. Warum soll denn das wiederkommen? Ja, warum nicht? Wenn es einmal da war, dann kommt es doch wieder. Wie es der Mike sagt, vielleicht war das auch eine Frau, die dann sagt, okay, wenn es beim ersten Mal nicht runtergehst, beim zweiten ruf halt nicht nochmal an. Meinst du, ruft danach hin? Ja, genau. Meinst du, ich bin der Depp oder wie? Also auf jeden Fall das Fazit von dem Film ist folgendes an alle IT-Administratoren auf der Welt. Erstens, ein USP muss immer gepflegt sein. Ja, schreibt es auf. Da ist bei mir schon losgegangen, dass ich nicht weiß, was ein USP ist. Und zweitens, die Einstellung für kontinuierliches Schreiben, weil so Drecksfestplatten muss auch aktiviert sein, dass wenn man eben sowas aufzeichnet und das Ding abschmiert, weil die Daten trotzdem auf der Festplatte hat. Mein Gott, das hat mir am wütendsten gemacht in dem ganzen Film. Ob der stirbt oder nicht, war doch scheißegal. Wow. Jetzt stell dir vor, Corby, die müssen ihr Hund dort sterben. Und jetzt müssen das hier entscheiden. Was das denn du sagen? Ja, Hund ist was anderes als völlig unrealistisch, sie hat den Hund dabei. Genau. Okay. Den hätte ich auf den Schoß aufgelegt und hätte sagen können, da, jetzt kannst du einschlafen und gibst da rüber, ich muss da das Signal nicht so hören. Oh, krass. Oh. Du hast da noch nie einen Hund gehabt, oder?
Ich hab 2 gehabt. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das war der stärkste von den dreien. Und ihr habt da eigentlich auch dann wirklich einen relativ spaßigen Nachmittag gehabt. Und ich habe es aber dann trotzdem ein bisschen schade gefunden, dass das die einzigen 3 waren, die wir sehen durften. Leider, ja. Nächstes müssen wir unbedingt schauen, dass wir vor Ort sind. Der Mike Ford und Freilich, das sauft doch nichts. Vor allem mit meinem Bus, den sitzen wir uns schick gemütlich einsitzen zu dritt fahren. Und mir können wir uns ordentlich die Birne zuknallen. Genau, weil da wären ja nur so Granaten dabei gewesen wie VHS 94, den ich nach wie vor noch nicht gesehen habe und eigentlich sehr gerne mal sehen würde. Und Christmas Bloody Christmas, auf den wir, glaube ich, alle 3 ziemlich viel Bock Joe gehabt Begos hätten. Filme sind absolut Pflicht. Absolut, Wer an der Stelle Bliss noch nicht gesehen hat, soll es unbedingt nachholen. Das ist ein Rausch. Volle Kanne, Hoshi. Das stimmt, ja. Bliss ist echt klasse. Und der Trailer zu Christmas Bloody Christmas schaut richtig geil aus. Was hat er noch gemacht? Hat er noch gemacht den Veterans of Foreign Wars, oder? Ja, genau. Den hat er noch gemacht. Ja. Und ja, das war auch spaßig. Und Der der war Trailer, cool. ja, schaut euch dann nur den Trailer an, das wird eine schöne Weihnachtsmetzlerei. Richtig. Ei, Und ei. genauso wie VHS 94, der Mike und ich haben schon die Gelegenheit gehabt, dass wir den einmal singen. Ja. Und nach dem für mich sehr durchwachsenen 3. Teil ist VHS 94 wieder eine richtig spaßige Anthologie gewesen. Ja, der war mindestens so gut wie der erste. Ein zweiter kommt nichts hin, aber Genau. so gut wie der erste war er auf jeden Fall. Hätte jetzt auch gesagt, der 2. ist unerreicht. Diese Episode mit den Cyborgs, wo es quasi die Menschen umbauen zu so Kampfmaschinen, Voll das geil. war Wahnsinn. Und Ganz auch stark. mit der geilen Menschenratte oder mit dem Raupenmonster. Die erste Geschichte, ja. Sehr schön. VHS 2 ist das, wo dann das eine Viech sagt, Papa. Ja, genau. Ja. Weltklasse. Der ist ja, glaube ich, wieder, beim 4. ist jetzt, glaube ich, der Regisseur, der diesen Safe Haven gemacht hat, wieder dabei. Das ist der Raid-Regisseur, oder? Ja, ich weiß aber seinen Namen jetzt auch nicht mehr, aber der Mann ist jetzt, der hat jetzt da auch wieder einen Part mit abgeliefert. Ich vertausche schon wieder einen Gareth Evans und einen Gareth Edwards. Oder Oh, irgendwie so, scheißegal. irgendwie so heißen's. Ja, egal. Ja. Ja, jeder hat andere Probleme und damit schließen wir auch für heute unseren kleinen lieben Das stimmt doch gar nicht, das waren ja noch gar nicht alle Filme, du Zipfel. Was? Wir hätten aber nämlich auch noch, was mich auf alle Fälle auch noch interessiert hätten, waren nämlich die beiden anderen Werke gewesen, und zwar Holy Spider. Ach, jetzt kommt er daher. Der, Weißt du, ich bin hier mitten in meiner Abmoderation, jetzt grätscht du noch mit rein. Ich hab, wenn du ich hab die Hälfte vom Festival nicht verzeißt, der Zipfel Ja, kommt. ich Keine habe geht in die eine offene Verlängerung. Frage gestellt, ich habe eine offene Frage gestellt und keiner von euch ist drauf eingegangen. Jo, ich jetzt ja gerade. Also deswegen sage ich, also was ja ich gerne noch gesehen hat, wäre Holy Spider gewesen und das Schießen. Ich dazu gerne sehen, wie du zusammenfallst. Decision to Leave war auch so ein Film. Hast du den Trailer angeschaut zu Holy Spider? Habt ihr euch den Trailer angeschaut? Zu den anderen Nein, zwei. nein. Also der Holy Spider schaut echt interessant aus. Ja, Ich auf jeden Fall. finde, geht um einen Serienmörder im Iran und der Prostituierte da umbringt und dann ist ja da eine Journalistin, glaube ich, die sie da dann undercover zu den Ermittlungen begibt. Und ja, man merkt ja, dass die Polizei da nicht wirklich drum rankt und dass die Leute so mehr oder weniger so, ja, ist eh gescheiter, wenn die Weiber da so weiterkommen, weil das mengen wir ja nicht. Und das finde ich vor allem in der jetzigen Zeit, gerade als diese Revolte und die ganzen Demonstrationen im Iran sind, finde ich, das ist ein ganz interessantes Thema, dass der da jetzt gerade, dass der da gelaufen war. Das hätte mich sehr interessiert. Und der Trailer schaut ja da wirklich hochwertig gut aus. Ja. Okay. Aber ist das ein Regisseur, den man kennt, oder ist das Nein, ich hab ihn jetzt nicht kennt. Mal gucken, was der so gemacht hat, der gute Herr. Weil ich wesen nicht. Ah ja, da auf alle Fälle 3 Folgen für die The Last of Us Fernsehserie machen dürfen. Ja, okay. Der Ali Abbasi. Ja, Schön. dann hätte ich den schon auch gern gesehen. Genau. Und natürlich auch beim letzten Film, den wir noch drin haben, die Decision to Leave, der vom Regisseur von Oldboy ist, der Park Chan-wook, Oldboy ist für mich einer der besten asiatischen Filme, die ich jemals gesehen habe, und da hätte ich auch Bock drauf gehabt auf den. Und die Geschichte liest sich auch wieder recht interessant. Habt ihr da ein bisschen reingelunzt? Nein. Na, ich frage mich gerade, warum du sagst, der letzte Film, weil es gibt ja auch noch Hotel zum verunglückten Alpinisten. Ja, oder sagen wir von denen, der letzte Film von denen, die jetzt nicht aus die 70er sind. Auf alle Fälle, ja, Decision to Leave, das waren alles nur sehr interessante Titel gewesen, darum ärgert es mich, dass wir nicht vor Ort sein haben können, damit wir auch wirklich die anderen Filme alle sehen können, sondern gerade die anderen 3, weil ich muss jetzt sagen, die 3 waren nicht meins.
Ja, da muss ich mir leider abschließen. Na, der Antares-Paradox war gut. Ja, heiraten. Das war der einzige Film von denen, wo wir gesehen haben, der wirklich als hochwertiger Film durchgegangen ist, was du wirklich gesagt hast, ja. Und wirklich sehr gute Schauspieler. Aber wie gesagt, die Story muss ich mir kann ich auch wieder anschließen. Ich schließe mich halt nur an die ganze Zeit. War nicht meins. Ablesen und anschließen ist halt dein Ding. Ja, ist richtig. Naja, also sagen wir mal, liebevolle Comedy, Horror in Manfish war eigentlich auch eine Unterhaltung für sich. Strawberry Mansion, da muss man erst einmal schauen, dass man das entsprechend selber nachfilmt. Macht's das erst einmal. Und der Antares Paradox, ich habe so viel Gutes über den Film gesagt und die Andrea, die kriegt von mir ein sehr großes Herz, weil es wirklich eine super Schauspielleistung da abgeliefert hat. Also von dem her kann man schon sagen, für das, dass wir nicht dort waren, sind wir trotzdem bedient worden. Ne? Also jeder folgt bitte an Corby jetzt auf Letterboxd und schaut dann an, ob seine Aussagen zu seinen Bewertungen passen. Und bei mir jetzt bitte auch folgen und schaut, ob ich schon die richtigen Filme log zu dem, was ich schreibe. Nicht, dass ich mich wieder vertue. Und ob an Mike seine Google-Übersetzungen zu seinen Kurzkritiken passen. Ja. Unbedingt. Das ist doch einer der geilsten Aufrufe. Bitte folgt's mir, damit sie mich verbessern können, wenn ich was falsch bewerte. Richtig. Okay. Na, ja. Ihr da draußen, ihr lieben Hörer, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr dürft es aber eins auf jeden Fall unbedingt machen und das ist unseren Podcast liken, teilen, kommentieren und natürlich auch auf Steady tolle Abos abschließen. Und ihr sollt dem Schiffers auch in der Zukunft folgen. Schaut euch das an, vor allem was eben da für tolle Filme dann nur in der zukünftigen Auswahl mit reinkommen. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal vor Ort in Konstanz im Zebra-Kino beim Schiffers. Ne? Genau. Und trinken wir ein gemütliches Bier vor der Bierpothek in Konstanz. Das schaffen wir. Wobei es ist ein Haufen Craft-Bier, aber es heißt halt Han Solo und Popeye und da ist dann der Solo und der Han drauf, der ausschaut wie der Han Solo und der Popeye und ja, finde ich lustig, muss ich trinken. Gibt's ein Gösserradler auch? Hau ab jetzt und trink jetzt halt einen Han Solo. Nein, ich mag ein Gösserradler, bitte. Du magst es vielleicht mal die Fotzen halten. Ach so, echt? Ich wollte nämlich gerade sagen, du Mike, magst du vielleicht nur so die Abschlussworte für unsere Hörer halt sagen? Was genau? Was genau, was soll das? Bedankt sich mal vielleicht etwa beim Stefan, dass er uns die Links zur Verfügung gestellt hat. Ich habe jetzt aber nicht gewusst, dass er Stefan heißt. Das musst du fast machen. Ja, dann sage ich noch ein riesiges Danke eben an Stefan, dass er uns wieder die Links zur Verfügung gestellt hat und auch nochmal ein Danke, weil wir haben ja von einer die Tickets zum Verlosen gekriegt für Ach du Scheiße, der Film. Ja, freuen wir uns auf alle Fälle auf nächstes Jahr und vielleicht haut es nächstes Jahr hin, dass wir vor Ort sind. Das war mal cool, wenn wir uns persönlich kennenlernen hatten und Bierchen, kein Gösserradler, sondern Han Solo trinken könnten. Ei, da bin ich dabei. Sehr schön. Dann, der Mike wollte keine Abschlussworte sagen, außer bestimmt ein Herz, das er gerade formt, das an unsere Hörer rausgeht. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Bodensee? Ich weiß nicht genau. Sag mal, du sagst Konstanz. Ja, aber das ist Konstanz heißt das. Konstanz, okay. Servus. Servus, pfiat euch.